Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video Shadows of the Tomb Raider. Ich bin die Feldweizen und zeige euch das Grab Heulende Höhlen. Also, hau ganz schön rein. Ich habe eine Zeit lang gebraucht. Ist ein bisschen zusammengestickelt, das Video, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingebracht. Und wenn ihr es so geschaut habt, ja, dann versteht ihr es auch. Also, dann würde ich sagen, packen wir's! Erst sucht euch einmal das Grabmal Heulende Höhlen. Ist auf der Karte, wenn man gesehen hat. Schön angeschrieben, wenn man das DLC gekauft hat. Dann eine in die Höhle bis zu der Brücke. Und da rechts daneben ist nochmal so ein Teilchen, da ist ein bisschen ein Gold dahinter. Das kann man dann auch gleich noch mitnehmen. Draufschießen, anziehen, Gold abgreifen und dann geht's schon dahin. Ich habe absichtlich den Originalton drin lassen, weil man sieht, wie ich mich angestellt habe und auch oft geärgert habe. Komm, auf geht's. 6 mal Gold. Gold ist nie falsch. Das ist auch wieder so eine Stelle, da habe ich ganz schön geschaut und da gemacht und gewerkt, aber da brauchen wir eigentlich nur voll in die Schlucht einspringen. Platsch und dann auf der anderen Seite wieder aussehen. Das war's dann schon. Und dann den Weg verfolgen. Ja. Da muss man ein wenig aufpassen, wenn man da vorne in die Gruppe runterfällt, wo wir jetzt dann gleich davor rutschen. Da blast es aber ganz schön. Ja, das ist die blasende Höhle. Ui. Muss man aufpassen, weil sonst fressen einen die Wölfe, die was da miteinander lungern da in der Schlucht drin. Ich habe es nicht aufs erste Mal geschafft, ich habe es zusammengeschnitten, weil ich habe mich extrem blöd gestellt. Ein paar Schwammerl, da haben wir nur Schwammerl, da brauchen wir kein Schwammerl mehr. Heiß. Ja, und da kommt so eine Stelle, da, ja, muss man schnell reagieren. Ich habe zuerst ein wenig dumm umeinander angeschaut und dann bin ich ausgerutscht und bin dann gleich einmal linkswertig runtergerutscht, hurra, die Waldfee. So, Scheiße. Und dann muss man schnell reagieren, dass man sich da in der Wind einhängt, weil sonst haut es am Abi und die Wölfe fressen einen. Und da sucht man sich jetzt dann am Weg. Geht's da weiter? Und dann schauen wir mal, abseilen geht auch. Steht ja recht schön beschrieben dort. Tut man sich ein bisschen abseilen, tut man ein bisschen schaukeln und dann ist man auf der nächsten Ebene. Ja. So, dann hat man das geschafft und dann steht man wieder da, so, wo geht der Weg weiter? Ich habe da ein paar Mal probiert, um mich zum Springen, lasst es sein, geht's linkswertig da, wo die Totengift auf ist, auf, hupft's auf und da kann man dann umkraxeln. Ah, ja. Wenn man das nicht sagt oder nicht weiß, da sucht man dann auch wieder mal eine Zeit. Also, ja, wenn man sagt, ja, ein bisschen klettern, ein bisschen springen und dann geht's dahin. Was, die blöden Viecher. Weg. Achso, sie sind da Ernte, okay. Dann schlupfen wir mal da durch. Die Wände sind porös. Und wenn man dann durch das Loch da durchgrabet, das war eh schon eklig nur ist, dann seid ihr nicht so deppert wie ich und habt gerade noch einen Pfeil dabei. Schaut, dass eure Pfeile ein wenig beieinander habt, weil da danach kommen dann die Füchse. Und die beißen dann ganz schön daher und ich habe bald einen Herzinfarkt gekriegt mit dem, weil ich meine, jetzt bin ich dann schon wieder am Arsch. Ich kriege ja Herzinfarkt, ey. So, ja. Da haben wir wieder soweit. Da rüber, ne? Boah. Aber so eine Scheiße, oder? Da kommen sie. Nein, 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 nein. Oh. Ah, du blödes Viech. Oh, der braucht so lange, der scheiß Bogen. Oh. Okay. Der Bogen ist nix gut. Ja, ich habe dann erschwerenderweise feststellen müssen, dass mein Bogen scheiße ist. Ja,
Und dann geht es da linkswärtig, wo das Feuer brennt, Diese weiter. Scheiße. Zwar stark, aber da brauche ich ja ewig, bis ich da aufgezogen habe. Aber Mädel, kriegst einen heißen Arsch. Was gibt's da? So. Ein Bild. Dann machen wir es so. Und? Haben wir ein Bild? Ah, ja, haben wir ein Bild. Aha. Aha. Kaum schaue ich das Handy an, schreibt der Chef schon wieder. Was nicht, der riecht es. Okay. Also bis daher ist jetzt nicht so tragisch, ist sagt ein man ganz Spiel. gut. Da geht es ein wenig so das dahin, was ein bisschen dacht's krabbeln, was? ein bisschen kraxeln und dann geht es weiter bis Wie zum gesagt, nächsten Unter Balken. 9 Euro. Da haben wir dann auch ein wenig blöd angestellt, weil ich meine, ich muss über den Balken da drüber gehen. Ja, ist nicht so. Sollte nur eine Demonstration gewesen sein, dass du über wieder runterbläst, weil es dann der Wind geht. Einfach drüber kraxeln, wie man gesehen hat. Ne? Was dazu? Weil das einfachste oft das simpelste ist. Und da wird es jetzt Solotl. richtig haarig. Ich habe da bestimmt eine halbe Stunde Hoppla, gebraucht, bis ich das Kathi, gerafft habe. Und da wird es jetzt so richtig lustig. Wenn du reingehst auf der rechten Seite, ist der erste Hebel. So, den tust du dann mal Drucker und Schirm. Dann fängt das Ding dort an zum Wackeln. Dann musst du erst einmal draufkommen, dass du aufspringen musst. Und dann linkswertig da hinten an die Kanten hin. Am besten, wenn das Ding voll umgeblasen ist, weil sonst ruft man daneben. So. Dann haben wir, jetzt schauen wir steht mal bei der zweiten Ding. Dann ist da auch wieder so ein Hebel. Den sollte man dann auch betätigen. Dann kommt der Blaserix und bläst die nächste Pendelglocken da ein bisschen dumm. Und da muss dann auch erst einmal überlegen, was tue ich jetzt da? Der bläst jetzt einmal das Feuer aus, dann geradeaus über die Kreuzung drüber. Nicht so wie ich habe das natürlich probiert. Und also geradeaus muss man drüber rennen. Okay. So. Und wenn man dann drinnen ist, dann schießt man auf das Pendel mit Pfeil und Bogen und muss man die Pendelrichtung da ein bisschen abändern, dass das Pendel da das Klumpertz weghaut, damit man Alter. ja, über die Kreuzung musst ja drüber schon mal kann. draufkommen. Und bis ich das geschafft gehabt habe, oder bis ich das geschnallt gehabt habe, das hat dann doch ein wenig gedauert. Und da wieder zumachen. Jetzt habe ich es gecheckt. Mein Gott, nein. Manchmal dauert es aber ein bisschen länger. Na, wie man sieht, wenn man dann das Deckel da wieder zumachen, dass es nicht mehr so blaserigst, dann muss man linkswertig gehen, über den Balken drüber und dann wieder nach links springen zu dem Schalter da, wo es blockiert ist. Und dann suchst du auch wieder eine ganze Zeit. Daher? So, der rührt sich nicht, weil ist zu. Aha. Jetzt probierst du dann natürlich tausendmal umeinander, wie die Scheiße geht. Relativ einfach, wenn man es dann weiß, einfach da auf die Wand aufkrabbeln, linkswertig und Das umkreiseln. ist das Problem. Und da habe ich jetzt zuerst auch noch mal ein bisschen gebraucht, bis ich das geschnallt gehabt habe. Wenn man sieht, bin ich noch mal deppert umeinander gerannt und haben mir dann das so vorgestellt und denke mir, Das mit dem anderen irgendwie Ding wird das ganz schön zach werden da. Wie mache ich jetzt das? Ah ja. Und wenn man es dann bis dahin geschafft hat, ist, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Man grabt da um, tut die Blockade lösen, indem dass man da ein Seil wieder spannt auf das, auf das Dingens da unten und auf das Pendel, wo es man einschalten kann, dass man anbläst. Ja, Und dann? ich habe da keinen Plan von gar nichts gehabt. Also da so oben auf das vielleicht, Pendel ja, genau. schießen, das wo man einschalten kann, das hin und her pendelt, da tut man einen Strich auf und dann rennt man wieder zurück und schaltet man
die ganze Gaude ein, wieder retour praktisch, ne? An den vorigen Schalter, schaltet man das Pendel ein, das Pendel reißt dann die Blockade weg und somit kann man dann So den machen wir letzten das. Schalter betätigen, dass das letzte Feuer ausbläst. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen, braucht man ein wenig Hirnschmalz, weil du kommst da nicht so einfach drauf. Also ich zumindest nicht. So, und jetzt reißt es aber aus, gell? Ah. Doi, Lawitschka. Was? Was haben wir jetzt dann da? Yep. Und dann müssen wir da mal anziehen. Eh. Blast da das aus? Ja, dann wieder mal Schalter betätigen, der Blaser ist blast, Feuer ist aus und dann kann man auf den Tempel gehen. Dann brauchst du das gerade noch aktivieren, die ganze Gaude. Dann kann ich da wieder zumachen. Und ja, zumachen nicht vergessen, sonst bloß sie habe. Das habe ich dann auch erst beim zweiten Mal kapiert. Also umspringen, dann Richtung Tempel rennen. Und ja, das war's dann soweit mit dem Ganzen. Also wenn euch das Video, das Tutorial Sehr gefallen schön, hat, lasst was mir ein haben Abo wir da? oder Like da. Es kommen noch mehrere und ja, Verbesserungen bin ich gern ja, aufnahmebereit, sage ich jetzt mal, ja. Weil ja, ich mache das nicht so oft oder bin noch relativ am Anfang und gib mir Mühe und konstruktive Kritik ist immer sehr gut. In dem okay. Falle geht es zurück dann zu dem, ja, wie sagt man da, zu der Lagerstätte und dann kann man Schnellreise machen und das war's dann. Also viel Spaß und also viel Spaß beim Nachmachen und Jetzt kann ich Servus, wieder pfiat euch, retour rennen, oder Habitäre. was? Ah, das ist ja gegangen.